Hallo, liebe Mitmenschen. Herzlich willkommen bei Kölsche Lüpferzelle. Mein Name ist Gabi Faulhaber und mein heutiger Gast ist Marita Domen. Und wenn Sie sich in der letzten Zeit gefragt haben sollten, gibt es in Köln denn nur männliche Mundartautoren? Nein, die Frauen haben in Köln sehr viel zu sagen. Und wir haben eine ganze Reihe erstklassiger Mundartautorinnen und eine davon ist mein lieber Gast Marita Domen. Ja, und wenn Sie wirklich Kölsch lernen wollen, dann gibt es eigentlich nur eine Adresse. Und das ist die Akademie für uns Kölsche Sproch. Und wenn Sie ganz großes Glück haben, dann bekommen Sie als Seminarleiterin unsere Marita Domen. Das reicht ihr aber auch alles noch nicht. Sie macht auch noch Führungen im Karnevalsmuseum. Und sie kann Ihnen alles erzählen über den Kölschen Fastelovend vom Mittelalter bis heute. Aber heute wird sie uns einige Rühmchen vorlesen aus eigener Feder. Hier sind die Bücher, auf die ich später nochmal eingehen werde. Und ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß dabei. Und da kommt Marita Domen. Hier ist sie. Marita, nimm bitte Platz. Tag zusammen, ich bin Marita Domen und ich möchte euch übrigens jetzt über die Kölsche Sprache und die Gefühle erzählen. Das ist ja bei der Kölsche so, dass der mit den Gefühlen immer ein bisschen Probleme hat. Ne? Also nehmen wir uns die berühmte drei Wörter. Ich liebe dich, das geht auf Kölsch überhaupt nicht. Das kann man nicht übersetzen. Das sagt man nicht, ich liebe dich, das kann man nicht sagen. Ne? Also sagen wir, ich habe dich gern oder ich bin der Jod oder so in der Richtung. Jetzt sieht es aber ja trotzdem Gefühle. Und wie drücken wir die dann aus? Und das wird dann ein Problem. Und da habe ich vor ein paar Jahren so Rühmchen gemacht, da weiß ich aber noch nicht, dass das mit den Gefühlen so und mit dem Pathos nicht so ist. Ich verzeihe dich jetzt. Es jummelt im Buch, es wird wärmer mit Herz, wenn er mich schläft anhört. Der riese Fetz mit seinen Augen so blau wie das Meer. Mit mir verzungen ist es nicht wie Kehr, wenn er mich so anlacht, so los und ihr Witz, dann denke ich für mich, du Jecken, was hättest denen an sich, was andere nicht haben. Doch überhaupt nichts. Und trotzdem, ich kann nichts daran machen, verdreht mir der Kopf. Ich kann nicht ändern. Ich werd noch bekloppt. Mein Leben kriegt einen ganz eigenen Sinn, denk ich bloß an das Kühlschränken. In Knien werde weich, höre ich bloß die Stimme. Dann fühle ich es besonders schlimm, dass er mich regiert. Mit Punkt und mit Komma. Und ich habe noch Spaß dran, denn ich bin sing Oma. Kölle sind mir Pens, mit Ernst für ausdrücklich begrenzt. In Kölle sind mir Pens, mit Ernst für ausdrücklich begrenzt. Das heißt also, Gefühle kann man ruhig ausdrücken, aber irgendwo muss man dann am Schluss dann doch mal ein bisschen, sagen wir mal, auf Hochdeutsch auf den Boden der Tatsachen runterziehen. Aber es gibt natürlich auch ganz andere, ganz normale Gefühle und die Kölsche Sprache ist nicht immer nur da für Jux und Dollerei, auch wenn ich, wie Gabi eben gesagt hat, mit Fastelovend ja am Hut haben. Jedes doch auch Verzellscher, auch von mir Verzellscher, die ja nichts mit Fastelovend zu tun haben und trotzdem auch mit Thema betreffen. So wie zum Beispiel der späte Geburtstagsbrief. Der späte Geburtstagsbrief. Der Friedrichsdorf Näheres saß an seinem Schrifttisch. Er wollte endlich ins Obrühmen. Da fiel ihm der vergessene Brief an seinen Freund Manes in den Hängen. Ach Gott, der Manes daher und saß sich direkt dran, für eine neue zu schreiben. Liebe Manes, mein bester Freund aus Putezige. Ich sitze hier an meinem Schrifttisch, weil ich da eigentlich ins Obrühmen will. Du kennst ja nicht Unordnung. Links an der Hofe, Reisebäckertchen, hingen das, was nicht so eilig ist, und mittendrin all das, von dem ich im Moment nicht weiß, wohin damit. Ach ja, und dann geht es ein bisschen links von der Mitte, es kann aber auch, wenn das Reis vom hinteren Hofe sind, all die Einladungen
längst überfällig, Nachrichten und Neuigkeiten und auch Briefe, auf die ich noch keine Antworten gegeben habe. Nun habe ich ehrlich gesagt nicht so eine richtige Treffe abzuräumen. Ich schaue am Fenster raus, oben der klare, tiefblaue Himmel und denke, dass man lange nicht mehr so eine Jolde Herbst hatte wie in den letzten Tagen. Und ich sitze hier und bin Schriebes am Sortieren, anstatt ein Stündchen an die Luft zu jagen. Aber es muss sein. Da wird überhaupt einmal heiß und kalt. Ich halte einen Umschlag in der Hand, der die Adresse von 5,5 Jahren trägt. Dinge Geburtstagsbrief. Da hatte ich doch vergessen, den in der Briefkasse zu tun. Dabei hatte ich ihn mit so viel Gefühl geschrieben, weil mir ja immer so viel in dir gelegen war. Ich hatte gewusst, dass die Gesundheit nicht so reich wohl und geschrieben, dass ich die sämtliche Daumen und auch die dicke Ziehe drücke, damit es der Bar wieder gut geht. Bis mir nicht gut meinst, ich weiß, dass ich dich auch hätte anrufen können, für dich einen Trost zu geben. Jetzt tut es mir erst leid, dass ich das nicht getan habe. Aber ich bin bloß mit dem täglichen Trott neu gegangen und habe nicht wieder über dich neu gedacht. Leider. In dem Brief hatte ich dich auch daran erinnert, was wir früher doch für eine Hanackerei mit den Nähen getroffen haben und wie viel wir zusammen gelacht haben. Weißt du noch, wie du das Hubpölzchen Dresens Ingrid so auf das Schöpfchen genommen hast, dass da trotzdem Wasser gekriegt hat. Du hättest dich bestimmt über den Brief gefreut, wenn du dir Dinge Geburtstag gekriegt hättest. Auch weil ich davon verzahlt habe, wie du eines Tages, ach was, warum soll ich dir das jetzt auch noch ans schreiben? Ich lehne den Geburtstagsbrief einfach hier bei der Nöge dabei. So. Nur schrieb ich ihn noch zu eng und dann trägte ich mich an und Jon für die Tür. Das schöne Wetter genießen. Bei der Gelegenheit komme ich dann bei dir vorbei und bringe dir den Brief. Ich bringe ihn natürlich an die neue Adresse. Oerscher Straße 204, Malorte. Ich schlage ihn auf den Hügel und steche dir Kätzchen an, dass du ihn noch findest. Hoffentlich jeder der Jod da, wo du jetzt bist. Ich bleibe immer dein bester Freund, dein Näheres. Flüchtiges Leben, ein Blatt nur im Wind, sehnen und hoffen, mir langsam verklingt. War es ein Traum nur, ein kurzes Lied, das wie ein Vogel schon bald heimwärts zieht? So wie ein Wanderer ohne Rast und Ruhe. Also so eine Art von Texte sind ja nun auch Kölsch. Obwohl man sich nicht mehr gewöhnt, dass kölsche Texte doch eher nicht lustig sind. Oder zumindest nicht so sentimental. Ich habe einen neuen Text mitgebracht, der heißt Langzig. Ich war gerade aufgestanden, reckte und streckte mich, für ordentlich in die Gewand zu kommen und überlad, was ich dann alles für hat. Da fiel mir gebilligt auf das Kalenderblättchen. 10. Oktober. Da war doch jetzt. Und dann fiel mir wie Schuppe von der Ohren. Und mit einem Griemele fing jetzt die Lehre an. Höchstens das über 50 Jahre her, dass ich in das erste Mal ganz fast an mich gedrückt habe. Ich weiß noch gut, wie ich ihn immer wieder gebützt habe. Ich hatte den dringenden Wunsch, in jedem, der mir wieder wegschläft, zeigen zu wollen. Alle mochten sich mit mir über mein Glück freuen. Ich konnte keinen Blick von ihm lassen. Jeden neuen Blick ob ihn brat mir Blut ab wieder zum Kochen und mir Herz zum Klabastern. Ich weiß, das hört sich ja verdriffen an. Trotzdem bin ich sicher, dass es den meisten von euch genauso gegangen ist, wie ihr das erste Mal hat sagen können, das ist endlich. Zugegeben, heutzutage sieht es noch nicht besser aus wie damals. Also damals war das Aussehen nicht das, wo man stolz drauf war, im Gegenteil. Viel zu weich und auch jetzt farblos. Aber ich war bis über beide Ohren verknallt und stolz wie der Petzgöttel, dass ich ihn kriegen hatte. Schließlich hatte ich mir auch viel Mühe gegeben und wochenlang gekämpft, für dran zu kommen. So einfach war das ja nicht gewesen. Mensch, einer, der genauso scharf drauf war, ihn zu kriegen, ist gescheitert.
Gut, bei denen hätte es dann vielleicht ein andermal gefloppt. Und sie wurden auch so glücklich wie ich. Aber ich hatte jetzt. In all den Jahren, die wir noch zusammen sind, waren wir nicht einen einzigen Tag getrennt. Er hat mich und ich ihn nie im Rest gelassen. Was für ein Langzig. Was war in den Jahren nicht all passiert? Uns zwei große Parteien haben sich in der Regierung ein paar Mal abgelöst und die moderne Technik hat nicht mit neuen Errungenschaften gejagt. Ich denke da für ein Beispiel an die Spülmaschine, die Bunte und zuletzt auch digitale Ölskis, der Computer und das Handy, was heute auch bald jeder sie eigen nennt. Menschen, die eine große Rolle in Politik oder Wirtschaft spielen, wurden damals ich geboren. Andere Menschen, die damals gute Art waren, sind heute entweder vergessen oder man kennt gerade noch ihren Namen. Wieder andere sind lang tot, werden aber auch noch in Hunderten von Jahren einen Namen haben, wie unser alle Konrad, zum Beispiel der Adenauer. In all den Jahren ist viel passiert, aber ich bin immer noch mit ihm zusammen. Und weil wir noch nie getrennt waren, kann ich sicher auch in so einer Unruhe und Flückezig wie heute mit einem ruhigen Gewissen davon ausgehen, dass man auch für den Rest von meinem Leben zusammenbleiben. Auch wenn er mit der Zicke ein paar Fleckelchen, oder besser gesagt Pünkelchen kriegen hat, hänge ich immer noch an ihm, an meinem Lappen, meinem Führerschein. Kölle du dich an mir trecke, ja, wo ich auch bin. Ohne dich würde ich verrecke, du bringst mir Gewinn. Kölle du dich nach mir rufe, ja, was ich auch mach. Ich komm am Stöppchen laufe, auch mitten in der Nacht. Das war Marita Domen. Und wenn Sie mehr wissen möchten von und über Marita Domen, dann darf ich Ihnen hier diese kleine Bibliothek ans Herz legen. Das ist übrigens das neueste Buch und es ist ganz, ganz preiswert. Es kostet nur 4,95 €. Das ist wirklich ein Geschenk. Die anderen sind natürlich nicht weniger gut. Einige werden Sie kennen hier, Familie Klaff, Norberschaftsklav, das alles hier ist Marita Domen und hier auch, muss ich Ihnen noch ans Herz legen, Schmitze-Klav, das Hörbuch. Wenn man so bügelt oder irgend sowas macht, dann ist das nämlich sehr schön, wenn man sich so ein kleines Hörbuch anhören kann. Ja, und dann habe ich noch etwas vergessen. Neben all diesen Dingen schreibt Marita Domen auch noch für die Kölner Zeitung Kölnische Rundschau. Wie oft erscheint das? Marita, wie oft erscheint das? Früher alle 3 Wochen, nun sind wir zu 5, also jetzt alle 5 Wochen von mir. Erscheint jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag. Kann ich Ihnen nur ganz, ganz warm ans Herz legen. Und damit sage ich für heute tschö, bis zum nächsten Video und danke für die vielen Aufrufe, die ihr mir beschert habt. Danke.